Busenstar in der Bierhölle. Jamila Rowe besucht das Oktoberfest. Doch der Ausflug und das Volk wird für die Berlinerin zum Spießrutenlauf zwischen Grabschan und Gaffern. Sie liebt Trenchcoat, Sonnenbrille und hohe Schuhe. Heute soll Jamila Rowe all das gegen eine Tracht eintauschen. Denn wir schicken die Berlinerin aufs Oktoberfest zum ersten Mal in ihrem Leben. In einem Münchner Trachtenladen sucht sich die 39-Jährige ihr Dirndl aus. Mein Verhältnis zum Oktoberfest ist bisher, glaube ich, nicht so gut. Ich kenne es bisher nur aus der Presse und aus dem Fernsehen. Und was ich bisher gesehen habe, war ganz, ganz gruselig, ganz furchtbar. Oktoberfest heißt für mich betrunkene Menschen ab morgens, mittags, nicht nur Männer, nein, auch Frauen saufen. Jeder macht mit jedem rum. Klingt doch gut. Jamila kämpft sich durch die Kleidungsstücke. Was ist das? Blitzlichtwunder Jamila ist eigentlich Profi in puncto knappe Kleidung. Zwischen Schürzen, Blusen und Unterröcken ist sie plötzlich ratlos. Ach, die schnürt man sich so drunter? Was ist das? Schürze. Das war die Theorie. Jetzt kommt die Praxis. Jamila hat Kleidergröße 36 und trotzdem Körbchengröße E. Passt sie überhaupt in ein Dirndl? Furchtbar. Ich sehe aus total hochgeschlossen. Ich dachte, das ist ein tiefer Dekolleté. So muss das sitzen, ja? Aber nicht so. Ich sehe aus wie so eine biedere Sekretärin. Und ich habe so einen Arsch. Wusste ich. Nummer 1 war schon mal ein Reinfall. Jamila versucht's mit ihrer Lieblingsfarbe, rosa. Ja, wenigstens sind meine Brüste wieder da, wo sie hingehören. Beim anderen Kleid waren die plötzlich hier unten. Aber ich glaube, jetzt nähern wir uns langsam dem Ziel. Jetzt gibt's nur noch ein Problem. Wie bindet man eigentlich die Schleife? Links heißt Single, rechts vergeben. Mit dem Schleifenbindchen. Und? Was gibt's noch? Mitte für alles offen. Und dann hinten? Und hinten ist Witwe. Witwe? Ja. Mitte, rechts, links. Sagtest du, was hinten ist? Schlampe. Visagistin Eva zaubert der Wiesendebütantin noch eine Zopffrisur und ein wischfestes Make-up und dann geht's los. Mit Jäckchen und Lebkuchenherz startet Jamila in ihre Oktoberfestpremiere. Schon nach 5 Metern ist sie umringt von Gaffern. Ich komme mir vor wie im Zoo. Alle starren mich an. Warum? Ich sehe da aus wie alle oder nicht? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Warum gucken die alle? Weiß nicht, was ist denn los? Ach Quatsch, die anderen haben doch auch Dinger hier vorne drin. Willkommen im Party- und Flirtparadies. 3000 Gäste genießen hier im Promizelt Hippodrom die Stimmung. Nur Jamilas Laune sackt in den Bierkeller. Sie flüchtet hoch an die Champagnerbar. Auch hier dasselbe Bild. Die Männer glotzen, die Frauen zicken. Das ist alles ganz furchtbar. Ich fange gleich ganz laut an zu schreien. Scheiße. Kann man denn hier sitzen und saufen und so eine Musik hören? Also, und so einen albernen Hut tragen, wie die da. Also, ich krieg gleich einen richtigen Anfall. Also noch ein Glas Sekt wird's besser? Ich brauche nicht ein Glas Sekt, ich brauche eine ganze Kiste wahrscheinlich. Aber ein Glas ist ja schon mal ein guter Anfang. Jamila trinkt und trinkt und trinkt. Und taut doch noch ein bisschen auf. Noch eine Maß hinterher. Nur den Trinkspruch Once, zwei, Xuffer kennt die Berlinerin leider nicht. Once, zwei, wie geht's weiter? Droh? So viel Vorkenntnisse verlangen diese Herren aus Dänemark nicht. Sie wollen einmal neben einer echten deutschen Berühmtheit sitzen. Wer sind Sie? Sind Sie berühmt? Aus Germany. Aber Jamila versteht nicht nur kein Englisch, sondern auch keinen Spaß. Hey, sag mal, der hat mir an die Brüste gegrapscht. Aus Dänemark ist er und er hat mir jetzt so von unten an die Brüste gefasst. Was hast du gemacht? Frechheit. Ich hab dieser Finger weg, aber ganz schnell, mein Lieber. Also nicht mit mir. So eine bin ich nicht. Sowas mache ich nicht.
Ein paar Tische weiter ist der Schock vergessen. Jamila hat Jacke, Hut und Hemmungen abgelegt und trinkt mit den nächsten Herren. Hannes! Scheißname, gell? Naja, dafür kannst du ja nicht. Nee, kein Ex. Jamila flüchtet nach draußen auf der Suche nach besseren Flirtpartnern, aber es kommt noch schlimmer. Einen Verehrer hast du ja schon mal, ne? Wo? Ey, was ist das denn für ein Typ? Den habt ihr engagiert, oder? Habt ihr 20 € gegeben? Also, ey, mach mal so, als wenn du heiß auf die bist. Nein, haben wir nicht. Jamila zieht weiter. Zwischen Zuckerwattestand und Wurstbude warten nicht etwa nette Männer, sondern betrunkene Brasilianer. Doch auf Fremdsprachennotfälle ist Jamila ja immer vorbereitet. Hallo, wie geht's? Oh, danke, sehr gut. Was machen Sie hier eigentlich? Ich arbeite hier. Für welchen Sender? ProSieben. ProSieben? Ah, sehr bekannt. Kiss. Wem? Nee, küsse lieber meinen Hund. Also. Mit Küssen wird das hier nichts mehr. Nur ein paar Meter weiter lauert die nächste Fremdsprache. Oder etwa doch nicht? Du bist aber geschreckt. Warum? Ja, weißt du, so da nicht hupst. Was mache ich? So da nicht hupfen tut's. Wenn ich da eine da oben, dann schaut er frei um und immer auch. Ich verstehe die Sprache nicht. Ja, warum? Besser ist das. Jamila lenkt sich mit einem Besuch im Irrgarten ab. Und auch hier rutscht ihr der Boden unter den Füßen weg. Mein Gott. Es ist ihr erster Oktoberfestbesuch und Jamila fühlt sich wie im falschen Film. Doch die Karussellfahrt gibt ihr den Rest. Mein Gott, mir ist schon ganz schwindelig. Ist sehr erlebnisreich. Also das, was ich heute in ein paar Stunden erlebt habe, habe ich in den letzten Jahren wirklich, da habe ich wahrscheinlich geschlafen in Berlin. Es war bisher sehr voller, sehr interessanter Ereignisse. Oh mein Gott. Der Kopf schwirrt, der Magen hüpft. Am Schießstand übt Jamila schon mal Gegenwehr für die nächste Anmache. Seid ihr besoffen? Seid ihr nicht noch ein bisschen jung für hier? 16? Ich bin auch Gast, genau wie Sie auch. Ah, ich arbeite aber. Was machen Sie denn da? Unterhaltungskunst. Ach so, von was denn? Ich unterhalte die Menschheit. Hübsche Mädchen, betrunkene Männer. Für Neuling Jamila ist das größte Volksfest der Welt nur eine gigantische Anmachbörse. Ich will jetzt nicht zu doll draufhauen, ja, aber hier kann alles, was 2 Beine und in der Mitte hat, was abschleppen. Also wirklich. Sie wird hier niemanden abschleppen. Die Frau, die sich gerne leicht bekleidet vor der Kamera zeigt, ist plötzlich ganz verschlossen. Wenn ich weggehe, dann muss das fein sein. VIP-Bereich, Security, Champagner und ein bisschen hier, ein bisschen da und keiner darf mich anfassen. Hier kann jeder nach einem greifen und man ist hier so mit dem normalen Volk, was sich eben teilweise sehr merkwürdig benimmt. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie man sich mitten in der Woche tagsüber so betrinken kann. Und bis die Herrschaften ihren Rausch ausgeschlafen haben, ist Jamila schon längst wieder in Berlin.